Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung die Generalversammlung der AG für Abfallverwertung AWAG in Thun, Jahresbericht der Michel-Gruppe in Meiringen, Dinerkrimi mit der Joelle Gehrig in Bern. Bevor wir jetzt aber zu unseren 3 Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom Tag. Die Sportanlage Waldeck bekommt eine neue Kunststrasse. Die Stadt Thun muss die Kunststrasse im Lerchenfeld altersbedingt ersetzen. Die Arbeiten starten am 27. Juni und dauern bis Anfang August. Die Testfahrt mit der Dampflok ist gut gekommen. Gestern ist die renovierte Dampflok das erste Mal über eine Brünig nach Giswil gefahren und wieder zurück. Es müssen noch einige Testfahrten gemacht werden, bis das Bundesamt für Verkehr und die Zentralbahn das Okay geben. Lösungen für den Verkehr in der Innenstadt gesucht. Der Gemeinderat will die Verkehrsachsen zu Thun in der Innenstadt aufwerten, darum soll jetzt ein Betriebs- und Gestaltungskonzept entstehen. Sie verlangen somit beim Stadtrat einen Verpflichtungskredit von 550'000 Franken. In Thun haben sich die Aktionärinnen und Aktionäre der AG für Abfallverwertung AWAG getroffen, um zusammen auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurückzuschauen. Der Verwaltungsrat Beat Brechbühl hat aber mit seinen Mitstreitern zusammen auch noch Ausblick gewagt in die Zukunft. Dort wird es je länger je mehr darum gehen, Abfall immer weniger einfach nur zu verbrennen, sondern Stoffkreisläufe zu schiessen, wie Kim Franzen berichtet. Herr Brechbühl, ein Rekordergebnis mit Abfall. Wie kommt das stand? Ja, das kommt durch viel Abfallstand von euch. Das kommt durch die hohen Energiepreise zustande natürlich. Das einen freut, das anderen leid. Wir machen viel mit Energie und das kommt zustande, dass wir in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet haben, um die Kosten und die ganze Effizienz zu steigern. Die AWAG war schon immer grün, bevor man überhaupt über das geredet hat. Unser Logo ist grün. Und die AWAG hat seit 1973, wir haben es gesehen, in diesem Innovationsprojekt sehr viele Vorreiterrollen im Umweltbereich. Jetzt, was wir jetzt einfach gemacht haben, ist noch den Namen am Inhalt anpassen. Das ist genau das Thema. Wir wollen versuchen, Abfall zu vermindern, wir wollen Recycling betonen, wir wollen Wiederverwendung von Rohstoffen. Das sind all die Innovationsprojekte, die wir aufgeleistet haben, die nicht alle werden Erfolg haben, aber wo wir werden investieren für die Zukunft, damit wir etwas zur Nachhaltigkeit von der Wirtschaft, aber auch zum Schutz von der Umwelt tun. Wir wollen uns nicht überbewerten, aber ich glaube schon dürfen sagen, dass wir zu den Innovativsten unserer Branche gehören. Mit den Generalversammlungen haben auch Jahresberichte Hochsaison. Dass die mehr sein können als einfach Blätter mit Texten und Zahlen drauf, das beweisen die Berichte von der Privatklinik Meiringen oder von der Reha-Klinik Hasliberg oder insgesamt von allen Betrieben der Michel-Gruppe. In all diesen Berichten kommt heraus, wie stark das Unternehmen mit dem Tal verbunden ist. Mein Kollege, der Patrick Schmid, hat zusammen mit der CEO der Michel-Gruppe, Andreas Michel, in die Jahresberichte hineingeschaut. Unser Grossvater war primär Agronom, hat aber hier kein Auskommen gefunden, respektive hat eben noch eine administrative Ausbildung gemacht und ist nachher in den verschiedenen Psychiatriekliniken im Kanton quasi die Lehre machen und Karriere machen, bis er dann hier die leerstehenden Hotels von der Berner Kantonalbank gepachtet hat und die Psychiatrieklinik aufgetan hat. Für hiesige Verhältnisse sind wir wahrscheinlich schon gross, aber für kantonale oder städtische Verhältnisse sind wir natürlich nicht so riesig. Und dazu gehört die Privatklinik Meiringen. Da auf dem Areal der Privatklinik stehen wir jetzt. Die Reha-Klinik Hasliberg, das ist ein bisschen weiter oben am Berg. Dann die Stiftung Helsenberg und dann natürlich, wo wir ganz stolz sind, wäre dann noch Kita und weiter unten ist die Wäscherei Haslital. Hier stehen wir eigentlich auf dem Helsenberg. Da war man früher nur am Heuen. Heutzutage ist noch ein Personal- und Therapiehaus. Darum haben wir die Stiftung Helsenberg genannt, weil man eben in der Natur ist. Die Stiftung Helsenberg ist ja für die Wohnheime und die Arbeitsplätze zuständig. Und Wohnheim, das ist etwas Antiquiertes, denkt man. Aber dem ist natürlich hier nicht so, weil die Stiftung ist die erste Institution in unserer Gruppe war, die das neue Klinikinformationssystem letztes Jahr eingeführt hat. Und das zeigt doch auch schon die Innovationsfähigkeit dieser Stiftung.
Hauptalp ist eigentlich der Ursprung von unserer Verpflegungstätigkeit, wenn man das so sagen will. Wir produzieren dort jährlich über 3000 Kilo Alpkäse. Wir haben uns natürlich vom Käse ein bisschen inspirieren und haben gesagt, es braucht auch in unseren Institutionen ein Verpflegungskonzept, das naturbezogen ist, das regional ist, das von hier kommt. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren umgesetzt und wir gehen noch weiter. Wir werden in den nächsten Jahren das noch stärker zusammenfassen, die ganze Hotellerie, sodass wir in diesem Bereich noch viel besser werden. Ja, den mit der Auszeit gibt es nicht so häufig, aber im Park bin ich natürlich sehr gerne, weil das ist schlussendlich ein Park, der noch aus der alten Zeit, aus der Hotelzeit besteht. Der ist ja nicht einfach zufällig so angelegt worden, sondern nach einem Konzept vom bekannten Gartenbauer Otto Fröbel, der vor über 100 Jahren eben eine absolute europäische Kapazität war. Man sieht in diesem Park nicht nur Patientinnen und Patienten, aber dort sehen wir viel, insbesondere auch die letzten 2 Jahre, auch, wo man ja nicht so raus konnte, ist der Park sehr stark genutzt worden, auch von Mitarbeitenden. Im Geschäftsbericht wird man viel über Mitarbeiter lesen. Aber es gibt ja so einen Meilenstein. Ja, das ist natürlich der Swiss Arbeitgeber Award, den wir dürfen gewinnen letztes Jahr. Und zwar nicht nur mit einer Institution, sondern mit den Michel Services, mit der Privatklinik und auch mit der Reha-Klinik. Und ich wage zu behaupten, aufgrund der Resultate, wenn die Stiftung Helsenberg von der Anzahl Mitarbeitenden hier hätte mitmachen können, hätte sie wahrscheinlich auch einen Award gewonnen. Von der Kunst des Berichtenschreiben kommen wir zur Schauspielkunst. Schon seit ihren Kindertagen weiss Joelle Gehrig, dass sie Schauspielerin werden will. Vor 7 Jahren hat sie diesen Plan in die Tat umgesetzt. Aktuell ist sie unterwegs beim Dinnerkrimi. Wir haben mit ihr darüber geredet, wie es ist, die Schauspielkunst mit dem Gaumenschmaus zu verbinden. Wie lange probt man für so ein Krimi-Dinnerstück? Also wir sind einen Monat sind wir am Proben, genau. Und bei uns ist es ja immer, wir sind immer 2 Teams, die spielen. Und dann haben wir während diesem Monat können wir dann sozusagen mit allen Leuten das Stück erproben. Gott nein! Der Schuss ist einfach durch die Schulter rübergezogen. Glück im Unglück. Ui, aber Leute, dieses Morden hier, das muss jetzt ein Ende nehmen. Zuerst jemand hat Juri und Ilona Gefäller umgebracht. Und jetzt jemand wollte, müsste die Kommission... Zum aktuellen Stück darfst du wahrscheinlich nicht allzu viel verraten, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du sagen, aus deiner Sicht, findest du es gut, findest du deine Rolle gut, bist du zufrieden mit dem? Ich finde es sehr lustig. Also was ich darf sagen, das ist schon beschrieben auf der Homepage von Denlo Productions, dass es ja um Wahrsager und Wahrsagerinnen geht. Und ja, wenn sich das schon, wenn man da schon ein bisschen vorahnt, ist es auch sehr skurril zum Teil. Und ja, ich finde es sehr lustig. Sehr lustige Charaktere hat es drin, die man durchaus vielleicht auch ein bisschen erkennt von jemandem, den man schon so ein bisschen im Fernsehen sieht. Ich meine, zuerst der Mann und dann die Frau. Jetzt ist das ja total logisch irgendwie. Kunzenmist! Mich will niemand vergiften! Ob ihr am Wochenende lieber irgendwo reinsitzen oder ob es doch eine Lücke gibt, für auch die Sonne zu genießen, das seht ihr gerade anschliessend in der Wetterprognose. So oder so wünsche ich euch schon eine geruhsame Zeit und einen schönen Abend. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Auch heute hat es wieder für Platzregen oder Gewitter gelangt im Vergleich zu gestern. Sie sind aber deutlich weniger heftig
ausgefallen. Der Grund, wir sind weiterhin in einer Südwestströmung in ein Tiefdruckgebiet bei den britischen Inseln. Entsprechend hat uns da Feuchtigkeit erreicht auf morgen. Da kommt jetzt die trockenere Luft daher. Das heisst, das Wetter das beruhigt sich in der Nacht auf morgen. Es wird zunehmend klar und dann ist morgen Vormittag häufig sonnig. Im Oberland haben wir zum Teil noch ein paar Restwochen. Ja, und die Temperaturen gehen doch ziemlich retour. Da kann man dann wieder wunderbar durchlüften. Die Tiefstwerte morgen die liegen zwischen etwa 12 und 14 Grad. Morgen am Nachmittag geht es recht sonnig weiter, speziell im Oberland. Da bilden sich ein paar Quellwolken. Die dürften aber mehrheitlich harmlos bleiben. Am ehesten der Nacht auf den Sonntag könnte es dann dort für einen guten Regen länger. Ja, und die Temperaturen die sind wieder sommerlich warm. Die Höchstwerte zum Beispiel zu Bern bei 27 Grad. Ähnliche Werte haben wir zum Beispiel zu Thun oder zu Interlaken, zu Frutigen. Da messen wir um die 26 Grad. Ja, und der Sonntag der zeigt sich insgesamt von seiner recht sonnigen Seite. Im Verlauf des Tages bilden sich aber im Oberland größere Quellwolken. Da sind ja Platzregen oder Gewitter möglich. Die Temperaturen die reichen bis zu 27 Grad. Am Montag da ist es veränderlich bewölkt. Zuerst gibt es noch ein bisschen Sonne, tagsüber kommen aber doch zunehmend Regengüsse und Gewitter auf. Die Temperaturen reichen schwül warme 25 Grad und der Dienstag ist doch eher ein veränderlicher Tag mit einzelnen Regengüssen. Bevor es auf Mittwoch ein bisschen ruhiger wird, aus heutiger Sicht dürfte es teilweise sonnig werden. Am Donnerstag steigt aber wahrscheinlich schon wieder das Gewitterrisiko an. Meine Damen und Herren, das war es vom Jungfrau Zeitung für den Kanton Bern. Ich wünsche noch ein ganz tolles Wochenende und auf Wiedersehen miteinander.